Ich würde mega gerne mit einigen Worten aus der Bibel anfangen. Epheser 6, 16 bis 17. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Das sind Worte, die mich mega berührt haben diese Woche. Und ich denke, das ist gerade deswegen, weil ich ihre Bedeutung mega lange nicht angenommen habe. Und die Geschichte, die ich euch jetzt erzählen möchte, ist die, wie ich gelernt habe, dass wir wirklich in Not Jesus Christus als unseren Retter beanspruchen dürfen. Ich bin jemand, der war schon immer sehr leistungsorientiert, schulisch, sportlich, und ich habe mir da immer sehr großen Druck gemacht. Und irgendwann hat es angefangen, an meiner mentalen Gesundheit zu nagen. Und in meinen anfänglichen Sorgen bin ich aber nicht zum Vater im Himmel gekommen, aus der Überzeugung, dass ich ja nicht gut genug bin, dass ich seine Hilfe verdienen dürfte, dass ich das einfach alleine hinbekommen muss und durchhalten. Und mit einigen anderen einschneidenden Erlebnissen war es dann irgendwann so weit, dass ich Anfang Sommer letzten Jahres völlig mental zusammengebrochen bin. Mir ist so die Lust zu leben vergangen, dass ich mir selbst das Essen verweigert habe. Ich habe an Exercise-Bulimie gelitten, das heißt krankhafte Sucht nach Sport. Ich war so hoffnungslos und ausgebrannt. Und es kam dann so weit, dass mich meine Ärztin hätte ins Krankenhaus einweisen müssen, rechtlich. Und an dem Punkt, wo ich wirklich kein Stück Kraft mehr in mir hatte, habe ich einfach nur aus Verzweiflung mit Tränen in den Himmel geschrien um Hilfe. Und an dem Punkt, wo ich so zerschmettert von der Welt am Boden lag, wo ich so traurig war und so schwach und ungläubig, dass mir mein Vater im Himmel jemals mein Versagen verzeihen könnte, da hat mich Jesus Christus gesehen und er hat mich so behutsam aufgehoben und er hat mich bis zum Vater ins Licht geführt. Der Heilige Geist hat mir Engel an die Seite gestellt, die mich so fest unterstützt haben, dass ich nach 2 Monaten körperlich so fit war, dass ich in die Schweiz ziehen durfte allein. Was mich aber noch viel mehr berührt hat als diese körperliche Heilung, ist das, was danach im Geistlichen passiert ist. Weil Jesus hat mich wirklich bis ins Licht geführt, bis zurück zum Vater, bis ins Haus Gottes. Und hier durfte ich einfach allen meinen Scham, meine Sünde, mein Versagen vor Jesus ans Kreuz bringen. Und die Freiheit und die vollkommene Vergebung, die ich dafür eintauschen durfte, das ist etwas, das kann ich immer noch nicht verstehen. Und ich kann es nicht in Worte fassen. Und ich habe einfach am eigenen Leib erfahren dürfen, wie gut unser Gott ist. Dass er so gut ist, dass er uns sieht in unserer Not und in unserem Schmerz und in unserer Sünde. Und er will trotzdem nah bei uns sein. Und deswegen hat er uns seinen Sohn geschickt, der sich für uns aufgeopfert hat, damit wir vor unserem Vater gerecht sind. Für immer, egal was wir verbrechen, egal was wir tun, egal wie weit wir vom richtigen Weg abgeraten. Und ich durfte einfach mit meinem Herzen annehmen und spüren, dass ich dieses Geschenk der Erlösung, diese Chance auf ein neues Leben, was mir heute einfach jeden Tag so ein großes Lächeln aufs Gesicht zaubert, dass wir das einfach als Geschenk annehmen dürfen. Und wir müssen es nicht verdienen und du musst es nicht verdienen, sondern du darfst es einfach annehmen. Und wenn du jetzt gerade mit etwas kämpfst, dann möchte ich dir einfach zusprechen. Du kannst vollkommen lebensverändert in Jesus Christus durch sein Opfer geheilt werden. Und dein Leben kann sich so fest zum Guten wenden. Gerne. Danke vielmals für deine Ehrlichkeit und deinen Mut, auch das zu erzählen. Es ist mega, mega cool. Mega schöne Geschichte. Jesus ist so gut, hey? Ja? Stimmen wir zu? Ja, sind noch ein bisschen müde, noch ein bisschen am Soaken. Ja, okay. Wir haben eine Community Night heute und ich darf euch jetzt mit reinnehmen
in eine Message teilen. Und ich verspreche euch, ich mache nicht zu lang, weil an einer Community Night ist uns wichtig, dass ihr euch einen Tisch mit euren Freunden oder auch mit neuen Leuten auch austauschen. Und genau, ich hoffe, ihr seid ready. Sind ihr ready? Ja? Gut. Hey, ich hoffe, ihr habt etwas zum Notizen machen, weil ich habe nicht mega viel Zeit und ich will recht schnell durchgehen. Mein Grossvater ist auch Prediger und hat mal in einem anderen ICF mal Tour als einen Dämon bezeichnet, weil sie so schnell runterzählt. Und dann hat der Pastor so Mails bekommen. Darum probiere ich nicht mega überzuziehen und ich sage auch nichts über die Tour, die hinten runterzählt. Aber hey, schön sind ihr heute Abend da. Ich bin es ist für mich mega Ehre, auch hier am 20 auch erzählen. Für mich ist die 20 eine Familie. Und ich habe so viele lebensverändernde Freundschaften verknüpfen. Und ich wünsche mir das für jeden Einzelnen. Hey, auch Städtbacher heute zusammen und auch daheim, wenn du online zuschaust. Mega cool. Schaut ihr rein. Genau. Wir tauchen ein ins Thema heute Abend. Jesus Antwort auf mein Leid. Und ja, es ist interessant, weil Jesus hat eine Antwort aufs Leid. Aber nicht nur Jesus, sondern auch andere Sachen. Und mir ist es wichtig heute Abend, dass wenn ich euch erzähle, ich wünsche mir, dass wir alle ein bisschen mehr von der Schönheit von Jesus sehen dürfen. Und dass wenn wir heute Abend da rausgehen, dass wir mehr über ihn nachdenken als über uns selber. Das ist mein Ziel. Und genau, Leid. Leid ist das Thema vom heutigen Abend. Ich weiss nicht, ob du schon mal Leid erlebt hast, aber die Chance, dass du Leid erlebt hast oder irgendetwas, was schlimm war in deiner Vergangenheit oder dass du mal etwas erlebst, die Chance ist ziemlich groß. Und ich finde es interessant, dass unsere Welt, unsere Kultur schafft so hart daran, dass wir kein Leid mehr erfahren müssen. Aber ich glaube, gerade wenn uns etwas die letzten 2 Jahre gezeigt haben, ist, dass auch mit der zunehmenden Globalisierung und mit der zunehmenden Connection, und wir kennen mehr und wir wissen mehr, treten auch ganz neue Arten von Problemen und Schwierigkeiten und Leid auf. Darum ist es wichtig, dass wir ausgerüstet sind, wenn Leid einem trifft. Und was ich machen möchte, ist, ich möchte mit euch 4 antike Kulturen oder Religionen anschauen, die eine Antwort auf Leid haben. Und wenn ihr gut zulässt, werdet ihr vielleicht merken, dass gewisse von diesen Strategien, wie die mit Leid umgehen, kommen uns in der westlichen Welt sehr bekannt vor. Und das möchte ich mit euch jetzt machen. Und wir tauchen gerade ein. Habt ihr Notizen ready? Ja, so mittel. Ihr wisst, wenn ihr in den Himmel kommt, dann wird Gott nach diesen Notizen fragen. Ja, gut. Das ist ein Witz. Gut, hey, wir tauchen in das Erste, wo ich darüber reden mit euch, ist die karmischen Religionen. Karmische Religionen, ganz einfach, sind Religionen, die daran glauben, an Karma. Karma ist der Gedanke, dass du, wenn du stirbst, du wirst wiedergeboren, Reinkarnation, und alles Gute, was du tust, das wird dir im nächsten Leben vergolten. So aber auch das Schlechte. Das heisst, dein Leben ist ständig unter Bewertung. Wenn du Gutes tust, dann wirst du im nächsten Leben Erfolg haben. Wenn du Schlechtes tust, wirst du im nächsten Leben Leid erfahren. Und wenn du Glück hast, irgendwie nach Millionen von diesen Zyklen von Sterben, wiedergeboren werden und du richtig gut lebst, genau dann wirst du deinen Körper verlassen. Du bist ein Teil von dieser Allseele, vom Nirvana, rausgelöst aus allem. Da erklärt sich aber auch, was die Religionen über Leid glauben. Weil wenn du leidest, ist das die Konsequenz von schlechtem Leben in der Vergangenheit. Das heisst, in diesen Religionen gibt es kein ungerechtes Leid. Wenn du Leid erfährst, dann hast du das verdient, weil du etwas Schlechtes gemacht hast im letzten Leben. Und man sieht das mega spannend im Kastensystem, zum Beispiel in Indien, wo du kannst nichts mehr machen. Wenn du arm bist, bist du arm. Und du wirst dein ganzes Leben nicht daraus rauskommen. Man kann sagen, dass die Strategie von diesen Religionen, mit Leid umzugehen, ist Resignation. Man kann nichts dagegen machen. Die Lisa wird immer da ein bisschen aufschreiben, dass ihr das auch verbildlicht habt. In diesen Religionen, wenn du etwas Schlimmes erlebst, dann ist das perfekt, gerecht und fair. Und die einzige Möglichkeit, die du hast, ist zu resignieren und zu hoffen, dass im nächsten Leben es besser wird. Ich möchte dort mit euch den Buddhismus noch anschauen. Das ist der zweite, den ich mit euch anschauen möchte. Buddhismus ist interessant, er ist geboren worden, weil man eine Antwort gesucht hat aufs Leid in dieser Welt. Nach buddhistischer Tradition hat der Buddha, der hat Gautama Siddhartha geheißen, und der war ein Prinz und der ist in einem Palast aufgewachsen und ist eines Tages aus dem Palast raus und ist mit Leid konfrontiert worden. Und er läuft um und er sieht einen kranken Mann, einen alten Mann, einen toten Mann
und einen armen Mann. Und er sieht das und er wird mit dem Leid konfrontiert und er überlegt sich, okay, hey, wie können wir mit dem umgehen? Sitzt unter dem Feigenbaum und fängt an zu meditieren. Und als er aufsteht, ist er erleuchtet. Und von da an heisst er Buddha, der Erwachte. Und er kündigt die 4 edlen Wahrheiten an. Das könnt ihr alles nachlesen. Ich tauche wirklich nur an der Oberfläche rein. Das ist sehr interessant. Die 4 edlen Wahrheiten sagen Folgendes. Nämlich erstens, Leben ist Leiden. Also wenn du lebst, das bedeutet Leiden. Zweitens, Leiden, also das Leid, das du erfährst, kommt von Verlangen. Was heisst das? Leid ist die Differenz zwischen was du willst und was du hast. Ich sage es nochmal. Leiden ist die Differenz zwischen was du willst und was du hast. Ich möchte 300 Millionen Franken, ich habe 2 Franken, das ist Leiden. Macht Sinn, oder? Das heisst, die dritte Wahrheit ist eben, dass du mit dem Leiden, dass du das Leiden kannst überwinden oder, sagen wir, auf die Seite tun, musst du das Verlangen auslöschen. Wenn du nicht mehr 300 Millionen Franken willst. Kein Leid. Und was eigentlich ihre Strategie ist die Loslösung. Weil das Verlangen löschst du aus, indem du zur Erkenntnis kommst, dass die Welt ist eine Illusion, dass du eine Seele hast, ist eine Illusion, weil du bist mit allem eins. Und du bist wie ein Regentropfen, der in ein Meer fließt, wo aber wo keine Individualität mehr hat, aber sein Sein immer noch hat. Und eigentlich, Buddhismus sagt nichts anderes als ganz einfach abgebrochen zu dir. Hey, fall nicht drauf rein und häng dein Herz irgendwo an. Sei barmherzig, aber investier dich nicht zu fest. Es ist genau das, was wir vielleicht erfahren. Sagen wir, du bist in einer Beziehung und die geht in Brüche. Und du getraust dich nicht mehr in eine neue Beziehung zu starten, weil du weißt ja, wie viel Schmerz es dir bereitet hat. Und du tust dich nicht nochmal neu investieren. Und du haltest dich zurück. Du riskierst nichts mehr und baust und du dich nicht investieren zu fest. Das ist das, was der Buddhismus zu dir sagt. Also eine Art von der Loslösung aus allem raus. Scham- und Ehrenkultur. Scham- und Ehrenkultur, das ist Kriegerkultur. Das sind die, wo dort ist der Sinn vom Leben ist, du musst dich stark beweisen und du musst Ehre zu deinem Stamm, deiner Familie, deinem Tribe bringen. In dieser Kultur ist eigentlich Leiden schon fast willkommen, weil es ist eine Chance, um dich zu beweisen. Aber in dieser Kultur ist die Strategie, bist stark. Zeige nicht, dass es weh tut. Bist stark. Kommt das irgendjemandem bekannt vor? Ich glaube, das ist auch ziemlich vertreten in unserer Welt heutzutage. Und das vierte, was ich mir natürlich noch anschauen möchte, ist der moderne Säkularismus. Du denkst, das Team, was brauchst du so Wörter? Ich verstehe das nicht. Das ist ganz echt die Gesellschaft, die sich bezeichnen als atheistisch, wo heute in der westlichen Welt ziemlich verbreitet ist, wo nicht an Wunder glaubt, nicht an Übernatürliches. Alles kann wissenschaftlich erklärt werden. Und das einzige Richtige ist die materielle Welt, das, was wir sehen von links und rechts. Jetzt, wie hilft dir Säkularismus, mit dem Leid umzugehen? Das ist interessant, der Richard Schweder, das ist so ein Anthropologist, der hat mal mehrmals geschrieben, dass in der Geschichte der Menschheit hat es noch nie eine Kultur oder eine Weltansicht gegeben, die so schlecht war, wenn es darum geht, seine Anhänger und seine Verfechter mit der Leidensstrategie zu versehen. Noch nie. Er sagt, das Problem mit der säkularen Welt ist, dass sie eigentlich gar keine Strategie haben. Und ebenfalls sagt er, dass säkulare Menschen die meisten Probleme haben, wenn es um Leid geht. Der Dr. Paul Brand, ich habe ein Foto mitgebracht für euch, auch dass ihr mal so einen seht. Das war ein Orthopäd und der die Hälfte von seinem Leben hat er in Indien Leprakranke behandelt. Und nachher die zweite Hälfte seiner Karriere hat er in Amerika Patienten behandelt. Und er sagt Folgendes. In den Vereinigten Staaten traf ich auf eine Gesellschaft, die versucht, Schmerz und Leid mit allen Mitteln aus dem Weg zu gehen. Patienten lebten in einem höheren Komfortlevel als alle, die ich zuvor behandelt habe. Aber sie wirkten viel weniger ausgerüstet, um mit Leid umzugehen und waren viel stärker traumatisiert davon. Wieso ist der moderne Säkularismus so schlecht in diesem Aspekt? Es gibt einen berühmten Literaturtheoretiker und der hat mal geschrieben, in einem kleinen akademischen Büchlein, das heisst «Sinn vom Leben». Das ist auch noch ein ambitionierter Titel. Dort schreibt er drin, dass moderne säkuläre Menschen haben die Freiheit zu wählen, was der Sinn vom Leben ist. Sie können alles wählen, was ihr Sinn vom Leben ist. Niemand sagt ihnen wie die Religionen, hey, das ist der Sinn vom Leben, sondern sie können selber wählen. Nur unter einer Bedingung. Es muss irgendetwas in dieser Welt sein. Irgendetwas, was man spüren kann, etwas, was man sehen kann. Und das Problem daran ist, dass Leid genau diese Sachen betrifft.
Sie können irgendeinen Sinn wählen, also zum Beispiel Familie oder Freunde oder Ruf oder Karriere, Schaffen, Status, Prestige. Aber es muss in dieser Welt sein. Und das Leid ist genau das, was ihr das wegnimmt. Was genau diese Sachen betrifft. Und ihre Strategie eigentlich hat sich entwickelt daraus heraus, dass wenn etwas genommen wird, wo ihr der Sinn von ihrem Leben war, dann kompensieren sie. Ganz einfach. Wir kennen alle Geschichten vielleicht von Menschen, die zum Beispiel Beziehung ist für sie alles. Und das ist der Sinn von ihrem Leben. Und das geht in Brüche. Und sie wenden sich zum Beispiel zu Sport und werden übel sportsüchtig. Und weil sie auch noch eine Bestätigung brauchen, dass ja irgendwie das Leben noch Sinn hat. Also sie können Menschen in dieser heutigen westlichen Welt können nur kompensieren oder ausweichen auf eine von diesen 3 Strategien. Mögt ihr noch? Macht Sinn? Gut. Weil was ich jetzt machen mit euch ist, ich möchte euch mal 2 Minuten Zeit geben, weil ich glaube, jeder von uns sieht sich irgendwo da innen. Ich glaube, gewisse von uns sind in dieser Haltung von, hey, wenn etwas Schlimmes passiert, ich zeige es nicht. Motivational Speech, no pain, no gain. Okay? Ganz ehrlich, gibt es wahrscheinlich viel. Also, das ist sicher vertreten, Loslösung. Vielleicht getraust du dich nicht mehr, ein Risiko einzugehen oder dich in irgendetwas wirklich noch dein Herz zu investieren, weil du so viel Mal enttäuscht worden bist. Vielleicht hast du einfach aufgegeben und resignierst. It is what it is. Okay? Oder du kompensierst. Und ich möchte auch jetzt mal, wir haben jetzt ein bisschen Musik im Hintergrund, 2 Minuten. Und ihr mal euch überlegen, schreibt euch vielleicht die Sachen auf und überlegt euch, hey, wie gehe ich mit dem Leid um? Ist gut. Dann haben wir 2 Minuten Zeit. Dann gibt es einen zweiten Teil und dann gehen wir nachher in Gespräch. Super, hey. Komm, wir gehen in den zweiten Teil rein. Weil wir wollen ja nicht da bleiben, okay? Das ist ja schön und gut. Aber wo passt jetzt Reich Gottes rein, in das Ganze? Es ist interessant, mega viele Historiker glauben heute, dass einer der Gründe, warum das Christentum in der römischen Welt vor 2000 Jahren so schnell gewachsen ist genau gewesen, weil sie ganz anders mit Leid umgegangen sind, als was man bis dahin kennt hat. Und was ich mache mit euch, ist jetzt auch auf Jesus schauen, weil das ist unsere Leidenschaft, ist Jesus ähnlicher zu werden. Und auch wie er mit Leid umgeht, ist wunderschön und gibt so viel Mut. Jesus gibt dir neuen Mut, nicht zu resignieren, sondern zu überwinden. Wichtig, nicht resignieren. Es gibt so viele Geschichten, wo Jesus auf Kranke zugeht, fragt, hey, möchtest du geheilt werden? Weil sie schon mit dem Leben abgeschlossen haben, wo sie aufgegeben haben, wo sie gesagt haben, mein Leben wird die ganze Zeit so sein. Und er geht zu ihnen und sagt, hey, möchtest du geheilt werden? Und er gibt neuen Mut seinen Jüngern. Zum Beispiel, wenn wir lesen, ein paar Stunden bevor er stirbt, sitzt er mit seinen Jüngern zusammen und er sagt zu ihnen im Johannes 16,33 Folgendes: Hier auf der Erde werdet ihr vieles Schweres erleben, aber habt Mut. Ich habe die Welt überwunden. Und weißt, wenn er das über sich sagt, gibt er dir gleichzeitig ein Versprechen, dass mit ihm zusammen kannst auch du überwinden. Und ich möchte auch schon zu denen reden, die merken, hey, ich habe bei gewissen Sachen abgegeben. Jesus möchte dir neuen Mut machen, zu überwinden, nicht zu resignieren. Jesus hat sich auch nicht losgelöst aus der Welt. Wir lesen eine Geschichte in den Evangelien, wo Jesus, ein Freund von ihm, stirbt. Der Lazarus. Und er geht dann zu der Familie und geht sie besuchen. Und wir lesen hier im Johannes 11, 32 bis 36. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er: Wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten: Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Jesus war voll investiert in die Welt, in die Leute um sich herum. Es hat ihm wehgetan, Leid zu sehen. Er hat sich nicht einfach rausgenommen und gesagt, hey, okay, wenn ich etwas Schlimmes sehe, ja, ich bin barmherzig. Nein. Er knüllt sich rein, voll und ganz. Er investiert sich mit allem, was er hat. Jesus ist auch nicht stark. Er zeigt sich nicht stark. Das ist genau das Schöne am Christentum.
dass das, was in der Welt stark ist im Christentum schwach. Das, was im Christentum schwach ist in der Welt stark. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gesagt habe. Auf jeden Fall, Jesus am Kreuz. Wir lesen, dass er triumphiert über alle Mächte am Kreuz, wo in der weltlichen Ansicht der grösste Misserfolg war ever. Und stirbt dort. Und er schreit am Kreuz, wir lesen das. In Markus 15,34, dann um 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama asabtani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er schreit. Er ist nicht am Kreuz und sagt so, can't touch this. Oder weißt du, irgendwie so, er ist nicht so, er probiert nicht zu zeigen, dass das ihm nichts anmacht. Er ist völlig, zeigt Schwäche. Und zeigt das auch uns, die ihm nachfolgen heute. Wir kommen zum letzten Punkt. Und ich kann es auch schon aufschreiben, der wird Gott suchen. Jesus ist, wenn Leid ihn getroffen hat, nicht irgendwo anders hingerannt. Und er hat dort probiert zu kompensieren. Wir lesen, ich kenne die berühmte Stelle im Garten Gethsemane, wo Leid eigentlich so nah in Jesu Leben war. Und was macht er? Er geht auf die Knie, sucht Gott und sagt, hey, nicht mein Wille, sondern deiner soll geschehen. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du merkst, das ist ein Pattern von dir. Fang an, von Gott zu suchen. Nicht ausweichen auf etwas anderes. In den Psalmen, fang an von Psalmen lesen. In Psalmen lesen wir so viel Mal, wie Menschen einfach ihre Gefühle und ihr Leid in der Präsenz von Gott verarbeiten. Und du kannst noch so lange kompensieren für Leid, das dir in dieser Welt passiert. Aber du wirst immer nur bei der Symptombehandlung bleiben und nie zu der Wurzel kommen. Dann ist es mal Sport, dann ist es mal eine neue Beziehung, dann ist es mal eine Familie, dann ist es Netflix, dann ist es die Show, dann ist es die Show, dann ist es das, dann ist es Instagram und du lenkst dich ab und kompensierst und du kommst nie zu der Wurzel vom Problem. Gott suchen, 4. Punkt.